Servus, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge von 10 Fragen an. Bei den eisigen Temperaturen bräuchte man eigentlich eine Mütze, aber er braucht einen Hut. Und die Rede ist von Tom mit dem Hut. Der Kabarettist aus Dingolfing tritt ständig auf den Bühnen in der Region auf. Und heute trifft er sich mit mir auf einen Glühwein auf dem Christkindlmarkt in Dingolfing. Ja, was gibt's Schöneres als einen heißen Glühwein rund um Weihnachten? Wir stehen auf dem Dingolfinger Christkindlmarkt. Der Tom Bauer alias Tom mit dem Hut, man sieht ja recht schön, er hat wieder einen auf, ist halt bei uns zum Interview. Vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Springen wir gleich rein, damit es uns nicht kalt wird, und unsere 10 Fragen. Die erste war, wie darfst du dich denn eigentlich selber beschreiben? Ich mich selber, also vor ein paar Jahren, wenn du mich gefragt hast, hätte ich gesagt, ich bin Musiker. Mittlerweile sage ich bin Künstler. Mit Leidenschaft, und ich probiere immer wieder gern was Neues aus und mache selten zweimal hintereinander das Gleiche. Ja, ich habe festgestellt, dass du ja schon echt ein lustiger Typ bist. Lustig muss man sein, auch als Kabarettist, glaube ich. Warst du das von klar auf schon? Nein, ich glaube, ja, lustig eigentlich schon, aber wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückerinnert, ich war jetzt nicht so der Gassenkasperl. Ich war, glaubt man halt gar nicht mehr so recht, schon eher ein wenig zurückhaltend auch. Das hat sich dann irgendwie gewandelt, wie ich mal eine Partyband dann aufgemacht habe und wo man dann zwangsweise vor die Leute steht und zwangsweise reden muss, und dann lernt man das, glaube ich, viel besser. Aber ja, lustig war ich schon immer, ich habe es damals vielleicht gar nicht so zeigen können. Also an alle, die noch ein wenig zurückhaltend sind, man kann auch noch irgendwann als Kabarettist durchstarten, oder? Es ist nie zu spät. Ich sage aber, ich bin heute auch noch schüchtern, ich kann es gerade nicht so zeigen. Oh. Ja, du hast aber trotzdem deinen Weg ins Kabarett und vor allem auf die Bühne gefunden. Du schreibst ja auch deine Sachen selber, aber wie bist du jetzt da eigentlich letzten Endes dazu gekommen, dass du das gemacht hast? Ja, losgegangen ist mit Richtung Kabarett eigentlich mit kriminellen Geschichten. Das Märchenbuch, was ich gemacht habe, das sind Märchen der Gebrüder Grimm, die jeder kennt. Nur, ich habe es auf Bayerisch geschrieben, in Versform, und ich habe das reingeschrieben, was die Brüder Grimm vergessen haben. Die haben da doch einiges auslassen da. Und das war eigentlich gar nicht so geplant. Ich habe einfach, mir ist das einmal eingefallen, dann habe ich eine Geschichte geschrieben, habe es bei einer Geburtstagsfeier vorgelesen, und dann haben die gelegen verloren und haben mir gedacht, ja, die haben da auch was getrunken. Gell? Und habe das 2-3 Mal ausprobiert und immer dieselbe Reaktion. Und plötzlich habe ich so viel Text gehabt, dass ich ein Buch rausbringen kann. Und boah, das ist ja cool. Und das war dann auch noch ein regionaler Bestseller. Und ja, nur ein Buch habe ich so langweilig, das muss man da präsentieren. Also bin ich auf die Bühne gegangen und habe so kabarettistische Lesungen gemacht. Und ja, dann war es schon später, dann gibt es kein Zurück mehr. Ja, kein Zurück. Du sagst das, du stehst ja immer noch auf der Bühne, aber jetzt der erste Bühnenauftritt. Du hast gesagt, irgendwann hast du dich dazu entschlossen. Wie war denn der? Der muss ja, ich meine, Aufregung pur gewesen sein, oder? Also der erste Auftritt, weil ich ja als Musiker angefangen habe und bin dann reingeschlittert. Der erste Auftritt war natürlich nicht brutal nervös, aber als kleiner Bub, das war ja ganz was anderes. Und dann mal was moderieren, aber ja, wie ich dann kriminelle Geschichten Premiere gehabt habe, das war natürlich schon, also da weiß ich nicht mehr viel von dem Tag, so durcheinander ist man da. Wie waren dann die ersten Resonanzen? Du hast ja wahrscheinlich dann noch ein wenig Feedback gekriegt von deinen Zuschauern. Was haben die gesagt zu deinen kriminellen Geschichten? Ja, die haben leicht Bauchweh gehabt vom Lachen und ja, durchwegs positiv halt, deswegen ist es dann weitergegangen und dann ist eins nach dem anderen gekommen. Nicht? Und irgendwann machst du ein Solo-Kabarettprogramm und dann wieder ein Musical habe ich ja schon gemacht, Aschenputtel. Man entwickelt sich da einfach weiter. Nicht? Ja, aber deine Wurzeln sind ja immer noch richtig bayerisch, oder? Die brauchst du einfach ohne bayerische Texte, bayerische Titel, das geht bei dir nicht. Hört man das, oder wie? Nein, also ich bin schon ein Verfechter unserer Mundart. Wir haben so eine schöne Sprache und man kann im Dialekt so viel, so treffend sagen. Ein Preisbrauch hat da, glaube ich, 3-mal so lang. Meine Programme dauerten praktisch viel länger, wenn ich es auf Hochdeutsch sagen müsste. Ja, Gott sei Dank habe ich da jetzt heute einen Bayern im Interview, weil sonst darf die Sendezeit nicht reichen, oder? Ja, dann darf man gleich weitermachen mit deinem schönen Hut. Der schaut natürlich toll aus, ist in deinem Namen ja auch drin, der Tom mit dem Hut. Wie bist du da drauf gekommen? Hast du schon immer einfach ein Hütchen? Bist du mit Hütchen auf die Welt gekommen oder wie schaut das aus? Ja, das erste Ultraschallfoto war mit Hut. Nein, Schmarrn.
Nein, wie gesagt, in der Schulzeit war ich da ganz normal und habe die Hammer aufgesetzt, was man mir gegeben hat und so. Und wie alt war ich denn da? 17, glaube ich, am Strand. In Bibione war das. Da war es so heiß und jeder hat eine Kappe aufgesetzt und wir haben die depperten Kappen nicht gefallen. Und dann habe ich in einem Schaufenster drin einen weißen Strohhut gesehen. Und das hat mich erinnert an irgendwie und sowieso. Oder Sir Quickly, den weißen Anzug und den weißen Hut. Das hat Klasse, das ist was anderes. Dann habe ich den ganzen Urlaub aufgehört, hat mir so gefallen und daheim habe ich ihn natürlich nicht getraut. Dann habe ich ihn aber auf der Bühne schon ab und zu aufgesetzt und immer mehr. Und heute ist es so, wenn ich aus dem Haus gehe, dass ich eher die Schuhe vergesse wie einen Hut. Das ist cool. Ja, er steht da wirklich gut. Also das muss man schon auch sagen, gell? Ja. Ja, du hast vorher schon mal von deinen ganzen Geschichten geredet, die kriminellen Geschichten zum Beispiel auch. Du hast auch 2014 den Kulturpreis gewonnen. War natürlich wahrscheinlich eine Wahnsinnsehre, oder? Das ist brutal, weil wenn man überlegt, der Landkreis Dingelfing-Landau hat 100.000 Einwohner fast und jedes Jahr kriegt man einer. Und ich hab den schon gekriegt, das ist brutal. Und ich habe gar nicht gewusst, was der Kulturpreis da eigentlich genau ist. Man verfolgt es ja nicht so. Und das Erste, was wir gesagt haben, ist, in der Todesanzeige wird das auch mal stehen. Ja, auf das freue ich mich so nicht so, aber das ist halt, also wirklich, das ist schon ein Titel, wo man sagt, boah, bin ich schon stolz drauf. War eine brutale Überraschung, hat mich gefreut. Ja, und von den 100.000 hat es dann der mit dem Hut gekriegt. Ist auch wieder was anderes. Freuen wir uns natürlich auch. Ja, wenn du deine Sachen schreibst, jetzt deine Geschichten, deine Kabarettstücke oder was auch immer, wo holst du dir die Inspirationen eigentlich her? Ja, es kommt darauf an, was ich schreibe. Wenn ich einfach ein Kabarett aus dem Alltag schreibe, dann ist ganz klar, da musst du einfach mal 24 Stunden mitschreiben daheim, dann hast du das eh schon fast beieinander. Wer Kinder hat, der weiß, das ist ein Wahnsinn, was da passiert, tagtäglich. Also man muss einfach die Augen offen haben. Natürlich muss man ab und zu ein wenig übertreiben, aber dann kriegt man schon zusammen. Ja, du hast gerade gesagt, aus dem Alltagsleben. Ich habe ja ein paar Stückel von dir immer mal angeschaut, habe mich natürlich informiert über unser Interview im Voraus und habe auch gemerkt, du nimmst auch gern mal deine Familie ein bisschen auf die Schippe oder erzählst aus deinem lustigen Leben. Genau, was sagen denn die da eigentlich dazu? Also auf die Schippe nehmen finde ich jetzt übertrieben, wie du schon sagst. Man erzählt einfach, was passiert ist und ich kann nicht auch nichts dafür, dass das passiert ist. Nicht? Und ja, natürlich spricht man das daheim schon ab, was man da ausplaudert oder nicht, aber meine Frau kann sehr, sehr gut über das lachen, weil das ist einfach, ja, der Alltag. Das Leben bringt die besten Geschichten einfach selber. Du sagst das. Ja, wie du es gerade schon gesagt hast, deine Frau kann immer nur drüber lachen. Was ich mich ja oft frage bei Kabarettisten ist, könnt ihr eigentlich, wenn ihr ständig lustig sein müsst auf der Bühne, über eure eigenen Sachen immer nur lachen? Also das ist schon, wenn sich so ein Programm eingespielt hat, man spielt schon oft nur und man weiß vorher schon, dass sie jetzt gleich lachen. Das ist schon schön. Bei der Premiere weiß man es nicht. Man hofft, da ein Gag und dann kann es lachen und da zieht es noch. Aber wenn du das dann schon weißt, das ist schon, da erntet man das Ganze, die Arbeit, was man da eingesteckt hat. Das ist immer schön. Das ist einfach der Preis dann auch für das, was du machst. Ja, das neue Jahr ist ja schon nicht mehr so weit weg, können wir sagen, gell? Fürs neue Jahr, was stehen da für Projekte? Was nimmst du vor fürs neue Jahr? Ja, das nächste große Projekt ist ja 3 Wünsche frei. Das ist nach Aschenputtel das neue Musical. In Kleinkunstformat mache ich das, zu dritt. Alle 10 Rollen werden von 3 Leuten gespielt, gesungen und präsentiert. Und ja, das ist das nimmt schon so viel Raum, dass für viele andere Sachen schon nichts mehr bleibt. Die Lachwirtschaft läuft weiterhin. Tom Bauers Lachwirtschaft, da lohne ich bei 3 Kabarettisten ein. Und da zeigt jeder einen Teil aus seinem Programm. Und dann gibt es ein lustiges Interview, das läuft 3-mal im Jahr. Und zwischendurch, ja, wenn ich noch Zeit finde, dann spiele ich mein Soloprogramm Plötzlich erwachsen, auch weiterhin. Wahrscheinlich weniger wie jetzt, weil die neuen Programme am Markt sind, aber es wird nicht langweilig. Das glaube ich auch auf alle Fälle. Ja, du hast das gerade schon gesagt, wenn noch Zeit bleibt. Du bist ja auch ein Familienvater, ein Ehemann. Wie viel Zeit bleibt denn nebenbei? Weil es ist ja doch irgendwo deine Berufung auch irgendwo, oder? Ja, schon. Also Zeit. Also gestern habe ich meinen Buben, weil er wieder mal nicht schlafen wollte, bis um 1:30 in der Früh durch die Gegend getragen. Man hat 24 Stunden und die sind gefüllt. Und wenn irgendwo Platz ist, arbeitet man. Und wenn Platz ist, ist man für die Familie da. Das ist ganz schön schwimmen mittlerweile. Aber schön. Ja, das ist ja das Wichtigste, dass es schön bleibt. Und ich glaube, Zeit findet man immer, wenn man es einfach auch möchte, oder?
Ja, wir haben schon gesagt, neues Jahr, neues Glück. Bald ist ja auch Weihnachten da. Überall glitzern die Lichter schon. Das Christkindl kommt. Und wir haben uns natürlich auch überlegt, lieber Tom, du darfst dem Christkindl auch einen Brief, also eine Nachricht übers Fernsehen schicken. Und da darfst du dir unter deinen schönen, hoffentlich schönen geschmückten Christbaum, den wahrscheinlich deine Frau schmückt, denke ich jetzt mal, darfst dir einen Kabarettisten wünschen, wo du sagst, boah, mit dem da ich echt gern mal ein Kabarettstückchen machen oder der kann uns einfach den Weihnachtsabend versüßen. Boah, das ist jetzt einmal ein sonderbarer Wunsch. Also grundsätzlich, da ich sagen, bei uns in der Familie ist es so schön, da braucht man eigentlich gar keinen Gast. Wenn ich mir jemanden wünschen darf, also die richtig netten Kollegen, die trifft man immer wieder gern und da freue ich mich drauf. Aber ob ich die jetzt Weihnachten haben möchte, weiß ich jetzt auch nicht. Wenn ich mir wirklich einen Wunsch erfüllen darf, dann darf ich eher einen Musiker nehmen. Wenn ich sage, hey, an so einen Paul McCartney einmal unterm Christbaum oder einen John Fogerty, da ich sage, nimmst du die Gitarre, ich nehme die, spiel mir ein paar Lieder, das war ein Traum. Gut, also wir senden es natürlich. Ob es das Christkindl bringt, müssen wir schauen, ob du brav warst. Ich kann es leider nicht beurteilen. Ja, dann waren wir schon am Ende unserer 10 Fragen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, wünsche dir natürlich fürs neue Jahr, also erst einmal einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann natürlich alles Gute für dich und deine Familie und deine Kinder. Dankeschön, freue mich. Ja.